Busen, Bier und bayerische Brezen. Für viele Touristen ist das Oktoberfest die größte Party der Welt. Wilde Flirtereien inklusive. Wir haben Touris bei ihrem ersten Mal begleitet. Wie erleben Wiesenjungfrauen das größte Bierfest der Welt tatsächlich? Holt mich raus! Samstag, 9 Uhr morgens. Diese 4 Surfer-Boys aus Australien sind nur aus einem Grund in München. Sie wollen aufs Oktoberfest. Als Wiesen-Neulinge haben Peter, Luke 1, Jason und Luke 2 große Erwartungen. Große Brüste und große Biere und Bratwurst natürlich. Die Freunde reisen seit 3 Monaten durch Europa. München ist ihr letzter Stopp, bevor es zurück nach Australien geht. Deswegen soll es hier zum Abschluss noch mal so richtig krachen. Doch erst muss das passende Wiesen-Outfit her. Das würde gut zu meiner Hautfarbe passen. Was meinst du? Pink würde Luke bestimmt gut stehen. Aber was sagen die Jungs allgemein zur typisch bayerischen Kleidung? Die Hosen sind echt komisch, aber ich mag sie und werde sie zu Hause jeden Tag tragen. Trotzdem zieht es die Surferboys immer wieder zu den eher femininen Klamotten. Umkleidefrei? Die 4 meinen es ernst. Anstatt Lederhosen werden erstmal Kleider probiert. Was meinst du? Betont das meine Figur? Wunderhübsch. Aber einer fehlt noch in der Runde: Spaßvogel Peter. Sieht das gut aus? Schöne Brüste. Ich schieb sie mal zusammen. Ich will das nicht tragen, war nur Spaß. Und dann 20 Minuten später. Nicht schlecht für Australier. Meine Beine sehen dick aus. Und weil die Lederhosen so schön sind, wollen die Jungs sie gar nicht wieder ausziehen. Das ist hart jetzt. Ach, drinnen. In der Kultfabrik 5 Kilometer weiter wimmelt es auch nur so von sexy Trachten. Während der Wiesen wird hier ein mobiles Hostel aufgebaut, das liebevoll Hangover Hospital genannt wird. Die Idee ist, dass sich die Leute in den Bierzelten betrinken und sich dann unsere Mädels um sie kümmern. Also kommt her und trinkt, aber bitte nicht zu viel. Und genau das will die 24-jährige Tessa. Die Blondine aus Manchester trifft sich hier mit ihrer Freundin Jamie, die extra aus Kanada eingeflogen ist. Die Busenfreundinnen haben sich vor 2 Jahren im Backpacking-Urlaub kennengelernt. Wir sind hier und wollen Bier. Und um uns zu sehen, sie hat für meinen Flug bezahlt. Meine Sugar Mommy. Anstatt zu ihr zu reisen, habe ich Tessa eingeflogen. Ja, wir haben beschlossen, uns hier zu treffen. Schön, dich wiederzusehen. Ab 30 € pro Nacht kann man hier im Oktoberfest-Krankenhaus übernachten. 12 Leute schlafen durchschnittlich in einem Zelt. Nach Geschlechtern wird allerdings nicht getrennt. Wir brauchen keine Privatsphäre. Ich brauche eine Toilette, leg Make-up auf und alles ist gut. Eine private Toilette, dann bin ich zufrieden. Auch die Australier brauchen keine Privatsphäre. Die Wiesenjungfrauen stehen kurz vor ihrem ersten Mal. Die Surfer-Dudes auf dem Weg ins Dirndl-Busenparadies. Mann, ist das absurd. Endlich, um 13 Uhr erreichen die Jungs ihr Ziel, das lang ersehnte Oktoberfest. So viele Menschen. Alles ist riesig. Ich habe immer gedacht, das wären Zirkuszelte, aber das sind Gebäude, keine Zelte. Ich bin sprachlos. Das sind so viele Brüste. Das tönt mich echt an. Ich habe gehört, dass die Bedienungen die Maßkrüge auf den Brüsten tragen können. Stimmt das? Das wollen die Jungs jetzt wissen. 4 Australier mitten unter 7000 trinkwilligen Dirndeln und Lederhosen. Davon sind unsere 2 Blondinen weit entfernt. Jamie und Tessa sind noch lange nicht passend angezogen. Wie gut, dass man sich hier im Hostel lustige Bayern-Kostüme ab 40 € ausleihen kann. Die Mädels wollen im Partnerlook aufs Oktoberfest. Ihre Wahl fällt auf ein günstiges, gelb-grünes Dirndl. Sexy, kurz und ganz schön freizügig, oder? This is covered up.
Das ist hochgeschlossen. Das ist konservativ, ihr solltet uns sonst mal sehen. Den Jungs scheint es trotzdem zu gefallen. Ich würde sie nicht von der Bettkante stoßen. Das Outfit sitzt, jetzt fehlt nur noch der nötige Pegel. Doch bevor es losgeht, muss noch eine wichtige Sache geklärt werden. Stimmt es, dass man in den Zelten die Unterwäsche verliert? Trägst du Unterwäsche? Stimmt das? Trägst du gerade Unterwäsche? Nein, ich will sie nicht verlieren. Du solltest die Beine zusammenlassen. Trägst du Unterwäsche? Ja, natürlich. Schau. Ohne Schlüpfer, aber mit 3 Dosen Bier-Intus kann es dann auch an der Mädelsfront endlich losgehen. Die Jungs sind schon einen Schritt weiter. Nämlich bei ihrer ersten Wiesenmass. Doch unser Quartett sieht nicht nur den Alkohol magisch an, sondern auch das weibliche Geschlecht. Du hast eine Orden. Du hast was? Eine Orden? Schöne Augen. Ja, Bei so tiefen Wiesendekolletés muss man aber auch einfach hinschauen. Schließlich sehen das unsere Australier nicht alle Tage. Und während es bei den 4 Aufreißern feuchtfröhlich weitergeht, werden Jamie und Tessa schon nass, bevor sie überhaupt im Zelt sind. Doch auch der Regen tut der Stimmung keinen Abbruch. Ab geht's in die Menge. Zum ersten Mal betreten die 2 das größte Bierfest der Welt. Ein Vergnügungspark. Ich mag Karussells. Ich auch. Ich will mit allen fahren, bevor wir zu viel getrunken haben. Erst fahren, dann essen. Ja, lass uns auf Nummer sicher gehen. Der Plan klingt logisch. Bevor es ins Bierzelt geht, werden erst die restlichen Highlights getestet. Mit bis zu 100 Stundenkilometern werden die Blondinen beim Freestyle durch die Luft gewirbelt. Na dann, Dirndl festhalten und los geht's. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Ich bin froh, dass ich vorher nicht viel gegessen habe. Es hat sich alles gedreht, ich zittere. Nach diesem Schock müssen sich Tessa und Jamie erstmal erholen. Deswegen geht es direkt zur nächsten Bar. Gibt's jetzt das erste Wiesenbier? Nein, wir brauchen Shots und dann gehen wir ins Bierzelt. Aber hier an der Bar geht's erstmal schneller. Ein guter, traditioneller Willi soll es sein. Na dann mal Prost. Okay, Chin Chin. Chin Chin, Cheers. Prost! Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Eklig. I don't know what it is. Den Jungs im Zelt schmeckt der Alkohol definitiv besser. Nach der nächsten Mast trauen sich die Surfer-Boys aus Down Under jetzt sogar in typisch bayerische Bräuche. Boah, weg von meinem Bier. Das ist mein Drink, mein Bier. Dir schießt alles aus der Nase. Und das Schönste kommt erst noch. Das Quartett entpuppt sich als Mädchenmagnet. Alle 4 haben im Handumdrehen mindestens ein Bayern-Girl am Start. Liebe ist es nicht, eher Lust, aber wir werden es rausfinden. Wir finden sogar noch ganz andere Sachen raus, zum Beispiel, was die Australier drunter tragen. Und auch Jamie und Tessa gehen auf Tuchfühlung. Nicht nur mit Jungs, sondern auch untereinander. Morgen bei TAF.